Am Numm vom Pap, a vom Jong, a vom Heilige Geist. Amen. De Frieden, sief mat Ich. Noch mal dir. Leif Schwestre, leif Brider, et ass eng Beiszeit fir soviel Leid. Für die meisten sind es schon just Einschränkungen, die wir leben müssen. Aber ein ganz Partie Leid sind Coronavirus gestorben. Sie müssen künstlich beatmet gehen. Kruten zwar ein professionell Pflege, ein Soin, aber die Familie konnte nicht dabei sein. Sie sind allein gestorben. Und die Trauer, die bei all Tod da ist noch viel mehr groß und ist viel mehr schwarz, wenn ich nicht kann, Eddie sagen. Es war auch kein Begräbnis für uns. Viele Freunde, viele Bekannte konnten nicht kirchlich dabei sein. Und noch all die anderen Leute, die während dieser Zeit von der Pandemie gestorben sind, hatten das Begräbnis am kleinen Kreis. Und nachgehen es Leute, die mit Liebe kämpfen. Und viele andere, die krank sind, die Soin brauchen. Das Maß, liebe Leute, als für ich, als für die Verstorbenen an ihre Familien. Das Maß, als eine ganz besondere Merci und all die Leute, Pflegepersonal, Doktoren, die sich um als Leibkrank gekümmert haben, also sich nach sie kümmern. Der Merci gilt doch all denen, die viel geschafft haben, an sich dem Risiko von einer Ausstechung ausgesagt haben, für das soziale Leben an unserem Land möglich ist. Wir spüren uns klein, wir spüren uns fragil. Und dafür will wir aus ganzem Herz zum Herrgott rufen für seine Barmherzigkeit. Erlöse uns von dem Bösen.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour. Et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit et ton corps, et voici l'homme levé, arraché aux ténèbres. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te chantons, Esprit, tu mets dans le cœur d'autres désirs, et voici l'homme nouveau, brisant toute frontière. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, hilflos stehen wir der Krankheit und dem Sterben unserer Lieben gegenüber. Denn der Tod ist unabänderlich. Du aber hast uns deinen Sohn gesandt. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Darum können uns weder Trübsal noch Bedrängnis, ja nicht einmal der Tod von deiner Liebe trennen. Erhalte uns in diesem Glauben und führe unsere Toten zu neuem Leben durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thessaloniker. Schwestern und Brüder, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Christus Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai
Schwestern, liebe Brüder, als tief menschliche Erfahrung hat immer einen Einfluss darauf, wie wir Texte von der Heiligen Schrift lesen und interpretieren. Anfang gab Jesus Kreuz wie ein König dargestellt. Hier der Sieger über Sünd und Tod. Aber da sind die schrecklichen Epidemien in Europa abgekommen. Pest. Und da hat die Sicht auf Christus Kreuz sich vollkommen verändert. Christus ist dargestellt als der Mann von Schmerzen, den all die Schmerzen von der Welt dreht. An viele Repräsentationen gehen dargestellt als Pestkranke, den Kreuz ist. Das heißt, an der modernen Kunst müssten wir am Anfang geholt dem Christus sein Kreuz als Krankebett durchstellen. Eine Sauerstoffmaske. Weil hier identifiziert sich schon mit all Menschen, die stirbt. Und noch mit all Menschen, die Coronavirus stirbt. Ja, wir sehen Parallelen. Für viele Leute zu Lützeburg war das Bett auf der Intensivstation die letzte Platz von ihrem Leben. Sie luchen Bett, so wie Jesus Kreuz rum. Sie hatten nicht mit Kraft, wegzukommen, nicht abzustehen. So wie Jesus den Moment, wo es Nähl an seinen Händen, an seinen Face geschlungen hat, wusste, dass das Trautholz vom Kreuz Platz für seinen Stirben wird. Aber so ein Kreuz abgerichtet wird, da schwebt Christus quasi zwischen Himmel und Erde. Der Kontakt zu den Leuten ist nicht mehr da. Sie stehen innen Fuß vom Kreuz. Sie Gesicht leid, sein Face, ein Stück von den Beinen. Wir haben mehr bis an das Gesicht von Christus herabzugucken. An Hirn Kreuz, da wisst schon, dass der Tod Kreuz, ein Kreuz, wo man stecken ist, wird mehr zu atmen. Er muss ganz auf sein Atmen konzentriert sein. Und es fällt ihm schwer, ob die Leute unter dem Kreuz heraufzugucken. Mir möchtet. Vermisst du vielleicht von den 12 Gefährten, die es sich ausgesicht hat? Das ist ein du. Und das ist ganz schmerzlich vermissen. Das ist Mama. Sie ist du ganz treu. Und nach Familie. Ja, wenn es um den Tod geht, dann ist Familie einmal etwas ganz Wichtiges. Das sind die Leute, die ihn dann aber sterben, unterstützen. Und was wunderbar ist, dass der Jesus wiederfindet
für den Jünger als eine Mam zu trösten. Hier seht, sie sollen sich ein um den anderen bekümmern. Was als Trost lebt, Leute? Ihr kennt das als Erfahrung, den falschen Trost, die wieder den am liebsten gern aufschalten für ihr Radio, den in Melodie Welt. Wieder die Hohlklänge, wieder die sinnlos schenken, wieder die nicht am geringsten däft von eiser Trauer treffen an Uschwätzen. Und ich zähle meine Predigt doch dazu. Aber was Maria an den Johannes unter dem Kreuz bewegt, sind nicht die Vierter von Christus. Aber sie spüren, hannerte wieder, die groß lebt. Die groß lebt, die als Mensch gespürt wird, den der Jesus getroffen hat. Und dass die lebt, die denen wieder Kraft vom Trost ging. An den einzigen Trost, den das Herz berühren kann, als lebt. Wir wissen das, wenn wir kreischen. Und da sind du, als den es hält, wo wir es auskreischen können. Wo wir es an Trauer, an Schmerz geborgen fühlen. An wenn wir es zulassen, an der Freiheit von unserem Herz, da können wir auch die lebt, wo Gott kriegen. Weil wir als Reaktion auf den Jesus von seinem Freund Lazarus stirbt, man kreischt. Gott trauert mit Eis. Hier versteht Eis Leid. An sing Mam, Maria, Eis leif Mam, Eis Trächterin. Sie hört das menschliche Leid von Trauer bis auf den Grund erfuhr. An dürfen können sie Trost spenden. Ein Trost, den sie auch kriegt von ihrem Sohn Jesus. Mit dem Leben leid, wenn es kein ewiges Leben gibt, da kann doch kein Trost geben. Weil dann ist der Tod ein Schlussstrich. Und da gibt es nach just Erinnerung. Das ist etwas Großes, die menschliche Erinnerung und die Todesche. Ich will das gerade nicht kleinreden. Aber der Glauben und das ewige Leben und die Oberstuhl hat die Möglichkeit, nicht nur eine Zeit von Trauer zu haben, wo die Zeit sozusagen von ihnen hält, aber wo auch alle Momente an die Zeit, die Wunden ist, können abbrechen. Aber das ist ein Balsam für uns Wunden.
weil du mit Hoffnung geschenkt wird. Wie armselig wie die menschlich lebt, was sie durch den Tod gibt, Futti geschlungen gehen, zertrennt gehen, aufgeschnitten gehen. Die lebt für nicht ganz viel wert. Aber die lebt vom Herrgott rift eis. Sie hört eis an als Existenz gerufen. Die lebt vom Herrgott, wollt schied verreh von eis. Das kein Mensch, der nicht von der lebt vom Herrgott gewollt ist. An die lebt vom Herrgott, rift eis dann auch an die Ewigkeit. Dat als der feste Glaube von der Kirche, die mir berufen sind, zu verkündigen. Aber ihr wisst, die Verkündigung, die ändert nicht den Zustand von ihrem Herz oder von ihrer Trauer. Die Verkündigung muss auf Glaube stoßen. Ein Mattschaffen vom Herz. Es ist ein Abmachen vom Herz. Ein Glauben, oder etwas mit Füllen zu tun. Ich mich voll abmachen für den Herrgott seine Gutheit. Oder ob ich lieber Pessimismus an Deistadt wählen. Ja, wir leben für viel Leid an einer ganz schrecklichen Zeit. Die kleinen Freiheitsbeschränkungen, die wir haben, sind nicht gemeint. Mit der Verlust, Trauer, den Tod. Los mal als Täts vom Herrgott seiner lebt, berühren lassen. Los mal de Courage für Hoffnung, für weiterzugehen. Los mal bei als Leifträchterin Trost sicher kommen. So wie es bald 400 Jahre heute zu Lützeburg geschieht ist. Amen. Unter dem Schutz von Maria zu stehen, behüt a geborgen zu sein. Das ist eine Gewissheit, die uns gut tut. Maria weiß, was der Test lädt zu erfahren, den Tod von ihrem Jungen zu erleben. Auch heute will sie uns zu Gott feiern, dass wir zu dem beten können, den uns ein ganz guter Pap will sein. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärztinnen und Ärzten und Forschenden Weisheit und Energie.
allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung, den Politikmachenden Besonnenheit. Wir beten auch für alle, die in Panik sind, alle, die von Angst überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten müssen. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du ihre Herzen mit deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben müssen und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Wir begegnen der Krankheit und dem Tod, ob wir wollen oder nicht. Menschen leiden, manche sterben und wir können das nicht ändern. Menschen leben in Trauer und wir stehen hilflos daneben. Krankheit und Tod zeigen uns unsere Grenzen auf, immer und immer wieder. Wir bringen unsere Angst und unsere Trauer, unseren Schmerz und unsere Ohnmacht vor Gott und klagen ihm unser Leid. Wir bitten ihn für unsere Kranken, Verstorbenen und für die Trauernden. Wir bringen ihm aber auch unsere Freude am Leben und unsere Hoffnung auf Leben, jetzt und in Ewigkeit. Wir danken ihm und loben ihn, denn er ist der Anfang, die Mitte und das Ende. In ihm leben wir und sind wir. Herr unser Gott, wir glauben, dass dein Sohn von den Toten auferstanden ist und unsere Verstorbenen zu neuem Leben auferweckt. Festige in uns den Glauben an die Auferstehung und stärke uns in der Hoffnung auf die ewige Vollendung bei dir, durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib den Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn.
Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. Ô Dieu, dont la miséricorde est insondable et les trésors de la pitié innombrables, regarde-nous avec bonté et multiplie notre confiance en ta miséricorde, pour que nous ne succombions jamais au désespoir, même dans les plus grandes contrariétés, et que nous obéissions toujours avec confiance à ta volonté qui est la miséricorde même. Par notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de miséricorde, qui avec toi et le Saint-Esprit nous témoigne la miséricorde maintenant et dans les siècles des siècles.
Lassen uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, die Kraft des Heiligen Geistes komme auf unsere Gaben und mache sie uns zum Leib und Blut deines Sohnes. Er hat aus Maria, der Jungfrau, unsere Menschennatur angenommen. In dieser heiligen Feier schenke er uns sein göttliches Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und dich am Gedenken der seligen Jungfrau Maria, der Trösterin der Betrübten, zu preisen. Vom Heiligen Geist überschattet, hat sie deinen eingeborenen Sohn empfangen und im Glanz unversehrter Jungfräulichkeit der Welt das ewige Licht geboren, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Willibrord et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Jean-Claude, son auxiliaire Léo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et en particulier pour les défunts du coronavirus, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Und lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Schwestern und Brüder, gebt euch einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Sur nous la mort n'a plus d'emprise,
Saint, par ta parole, tu nous as ressuscités. Dieu est amour. Dieu est lumière, Dieu notre Père. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im Sakrament, das wir empfangen haben, verkünden wir den Tod und die Auferstehung deines Sohnes. Schenk uns die Kraft, mit der Mutter Jesu unter dem Kreuz zu stehen und das Leiden ihres Sohnes zu teilen, damit wir auch teilhaben an seiner Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Gebet und Gottesmann vom Papst Franziskus. Ô Marie, toi qui resplendis toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espérance, nous comptons sur toi, salut des malades, qui, auprès de la croix, s'est associé à la douleur de Jésus en maintenant ferme ta foi. Toi, patronne de notre patrie, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, revienne la joie et la fête après cette épreuve. Aide-nous, ô consolatrice des affligés, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, lui qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos peines pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen. Der Herr sei mit euch. Gott segne euch. Er gebe euch die Kraft, füreinander da zu sein. Gott behüte euch. Er halte seine Hände schützend über euch. Gott lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er leuchte euch den Weg zu euren Nächsten. Gott sei euch gnädig. Er gebe euch nur so viel auf, wie ihr tragen könnt. Gott gebe euch Frieden. Gott trage euch mit seiner Liebe. So segne euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in Frieden. Dank sei Gott. Amen.
Wir sollen